Gut fir du Webinar vun Haut, wo man zu gucke, wie man eng Steuererklärung machen, an wie man duch kënne Steuern spuren. Stell mich ganz kurz vor, mein Name ist Patrick Malge, ich bin der Co-Fondateur von taxix.lu, der Plattform, die schon seit 2018 gibt, an die es mal erlaubt, ganz einfach seine Steuererklärung selber online auszuführen. Was gesehen wir heute, mal ich gucke mal, wie werdet Sinn, mich eine Steuererklärung zu machen. Mir interessiert sich auch froh, die ganz oft könnt, wie weit der Partner mit 15% pro Monat Salär steuert wird. Wir gucken, wie eine Deduktion möglich ist, für Steuern zu spüren. Und da wollen wir gucken, wie eine Steuererklärung möchte, gucken wir natürlich auch, was für Dokumente gebraucht für das zu machen. Und schlussendlich sehen wir kurz, wie wir es dann wirklich können ausfüllen. Faktenflecker am Prinzip un wie et Steuern zuletzt funktionieren, die mich finde ich wissen dat mit retueller Source ist ganz einfach, dass ein Patron den Deel den Diosteuer muss bezahlen, ob ein Salär aufhält, an den der weitergeht an der und der Staat. Und dann am Ende vom Jahr, respektive den Start vom nächsten Jahr, da könnt ihr dann in dem Moment eine Steuererklärung machen, wo dann eine Regularisation gemacht wird, die in dem Moment können gucken, ob der Steuer zurückkriegen oder eventuell Steuern misst nur bezahlen. Wir müssen ja auch eine Steuererklärung machen, du wirst viel lang löscht, wie du die Heime, das sind die wichtigsten Sachen, wann da zum Beispiel ein Revenu imposable, die mehr groß ist wie 100.000 Euro, wann der bestürzt zwei Revenu an der Familie, wo der Summe mehr wie 36.000 Euro verdient, wann der Non-Resido, also Frontalier sieht, an den Tour fix wird, muss man machen, an der Woche, wann der irgendwelche Revenu wird, die nicht imposable Source sind, das gängigste Beispiel da als zum Beispiel ein Loyer, weil ein Appartement verlohnt, auch in dem Moment müssen wir eine Steuererklärung machen. Wenn ihr sicher seid, könnt ihr also immer als Equipe schreiben auf help@tax.lu, für dann Nutzfreund zu gucken, ob es für euch obligatorisch ist oder nicht. Das ist aber so, dass auch wenn ihr nicht muss eine Steuererklärung machen, kann ich also just helfen, für Steuern zu sparen. Du musst auch wissen, dass ungefähr Teilchen von denen Leuten, die eine Steuererklärung könnten machen, kann machen, und dadurch eventuell auch mehr Steuern bezahlen, wie sie an sich müssen machen. Hier ein paar Beispiele. Enkel längs gesehen wir einen Celibatär und die Kanner, die 4.000 Euro brutto im Monat verdient. Und deswegen sich Autoassurance gibt es aufsetzen, vielleicht eine Zusatzkrankenversicherung, einen Bausparvertrag an einen Ortsverein, du eben hört. In dem Moment kennt ihr allein durch, dass ein Steuererklärung möchte, er muss ja halt keinen machen, verdient ihr Mann 100.000 Euro pro Jahr, gibt ihnen ungefähr 2.000 Euro Steuern zurückkriegen. Für ein gepackte Koppel mit zwei Kanner, wo den einen brutto 5.000 im Monat verdient, den anderen 3.000. Mit verschiedenen Sachen, die können aufsetzen, Autoassurance, Zusatzkrankenversicherung, Bausparvertrag, auch noch da eine Botskraft daheim, die geben schon bis zu 4.470 Euro Steuern zurückkriegen. Wie funktioniert das Steuersystem oder wie geht definiert, wie viel Steuern in den muss bezahlen? Wir haben sich eine progressive Variante, der Tisch ganz einfach ausgedrückt, wer mehr verdient, wer auch mehr Steuern muss bezahlen. Die Bayern geht von 0%, wir sehen natürlich ein Beispiel, bis 42%, und du dabei geht noch könnt eine Majoration für den Fonds de l'Emploi, da soll der Fonds aus dem Zuge, wenn der Chômage kommen, mit dem dann Chômagegeld bezahlt wird. Wenn man zum Beispiel von einem Single mit 50.000 Euro Salär imposable, wir gehen nicht im Detail, das ist für das Prinzip zu verstehen, wenn du raus von wie viel Steuern der muss bezahlen, aber da gucken wir uns echt mal ganz einfach, wo in der Dunner sind, also die echt 11.265 Euro, die du verdient, die sind also steuerfrei, auf den 11.000 Euro bezahlt keine Steuer. Dann auf der nächsten Tranche, die alle Euro zwischen 11.265 und 13.137, das sind am ganzen 172 Euro, darüber wird man 8% besteuert. Das möchte also 150 Euro Steuer. Und dann geht immer so weiter, bis sich die letzte Tranche, die ich mir gesagt wie 50.000 Euro Salär imposable haben, von 45.897 bis 50.000, das sind hier in diesem Fall 4.103 Euro, die ich schon mit 39% besteuert, das möchte dann für 1.600 Euro aus. Du noch rechnen sich alle gut die verschiedenen Eschungen zusammen, und da kämen wir um ein Total von 9.106 Euro Steuern, die bezahlt gehen. Du könnt, wie gesagt, noch 7% von Pôle emploi dabei, sodass die heute Person am ganzen 9.743 Euro Steuer bezahlen. Durch das Montant, den am ganzen bezahlen, wenn man bloß interessiert für den letzten Euro, den verdient wird, für raus von wie viel das da besteuert gehen, weil da sind wir ja sicher in dem letzten
Echelon, an die mat 39% besteuert plus 7% fir de Fonds pour l'emploi. Dich am ganz gin die lächen Euro, den dës Person verdingt, gif mat 41,73% versteuert gin. Das wich fir nutz verstoen, wann iwwer Steueroptimierung schwätzen, wie dat funktioniert, wenn du genau kann spur. Tischcht an diesem Beispiel he 50.000 Euro Salär imposable muss 9.743 Euro Steuer bezahlen. Wenn man dort Moyen holen, zwischen Moyen oder noch global genannt, da sind wir bei rund 19%. Von dem ganzen Revenu bezahlt 19% eben nur Steuern. Wenn man marginal gucken, das ist den letzten Tod, den ich appliziert auf den letzten Euro, den er verdient, da sind wir bei 41,37%, wie man gerade gesehen. Ein paar Beispiele. Mein Koppel eng längs die net bestört also net gepackst auch jetzt as bestört oder gepackst die Koppel die du net bestört hast du hol man un dass die eng Person 100.000 Euro verdient an die zweet neicht weil sie vielleicht bei de Kameras oder noch studiert ball verloren hätten sie dann eben 100.000 Euro zu versteuern die werden an der Steuerklasse ent weil sie net gepackt noch net bestört sind. An dem Moment werden am ganzen 30.608 Euro Steuer fällig. Wenn dieselbe Koppel aber bestört fir oder gepackt fir, dann gi es dem Moment an der Steuerklasse 2 imposiert gin. Sie kriegen kein Abattement extra professionell, das sind 4.500 Euro, die in sich aufgehalten kriegt für seinem Revenu imposable, wann die zwei eben 2 Personen, die du bestürzt oder gepackt sind, wann die 2 schaffen. Schafft es also recht darüber. Aber allein dadurch, dass Lohn der Steuerklasse 2 sind, im selben Revenu, also 100.000 Euro, wäre just nach 19.487 Euro Steuern zu bezahlen. Das ist allein dadurch, gibt die heute Familie oder die heute Koppel von 11.121 Euro Steuern spüren. Ähnliches Beispiel, just das ja die zweite Person hier an der Koppel, die schafft doch lo, die 40.000 Euro verdient, sie nicht bestört, nicht gepackt, die ist genannt der Steuerklasse 1 besteuert. Am Ganzen geben sie dadurch 36.471 Euro Steuern bezahlen. Wann die zwei aber bestört oder gepackt wären, die Steuerkleinsumme geben man an Steuerklasse 2 gesagt gehen, den Abattement extra professionell kriegen für 4.500 Euro, weil wir heute die 2 schaffen, dann müssen sie just 34.302 Euro Steuer bezahlen. Die ist allein dadurch, dass heute dem Beispiel bestört oder gepackt wäre, geben sie rund 2.169 Euro Steuern spüren. Dann eng froh die ganz oft könnt, das ja so, dass sich die Zweitsteuerkarte mit 15% versteuert. Das ist ganz einfach, dass wenn bestürzt ist, du hast noch den von dir, den als an der Steuerklasse 2, ist der Patron rechnet allen Monat Steuern, die muss von der PAI aufgehalten gehen, auf Basis vom Barem. Ich gucke, was verdient die Person und wie viel muss ich dann besteuern. Die zweite Person am Staat, die geht im Moment auf ihre Revenuen, auf ihre PAI einfach mit 15% versteuert. Da gibt es ein Beispiel, was das genau heißt. Wir eng bestörte Koppel, das Beispiel für Runden, den verdient 100.000, dann 40.000, wie viel Drogen sind, dass die am ganzen über die Jahr geguckt, müssen 34.302 Euro Steuern bezahlen. Was ist noch geschieht während dem Jahr? Also den einen haben wir gesagt, die eine Person, dort der Patron ganz einfach Steuerklasse 2 appliziert, die ist für Sänger PAI, die in die Tür kurz, sie haben ganz schon 19.487 Euro Steuern aufgegeben. Die zweite Person mit den 15%, die kriegt von ihrer PAI 6.000 Euro aufgegeben. Das sind 15% von den 40.000, die wir hier gesehen haben. Die ist am ganzen Retenu à la Source, also was die zwei Patronen aufgehalten haben, das war 25.487 Euro. Das ist aber so, wie wir gerade gesehen haben, dass die Koppler sich muss 34.302 Euro Steuer bezahlen. Das ist eine Differenz. An dem Moment, wenn die Steuer klein mischt, da kriegt man eben eine Rechnung sozusagen von 8.815 Euro. Das ist eben der Monat, den in dem Moment muss direkt bezahlen. Wir haben gesagt oder gesehen an dem Beispiel, dass das mehr interessant ist, immer besteuert zu gehen, mit dem Prinzip oder die Prinzip hat den 15% auf der zweiten Steuerkarte, man das ganz oft bestörte Koppeln müssen im Moment vom Jahr nur bezahlen, respektive was da geschieht, um 1 Jahr, wo in der Summe möchte, dann du musst 8.800 Euro zurückbezahlen. In dem Moment friert Steuerverwaltung erst für Avancen zu bezahlen.
Dich fir ze verhënnern, dats en vum näst Joer Narenke 8.815 muss no bezwellen, se Steuerverordnung an Beispiel einfach okay, du bezwelt all Trimester all 3 Meint e Mont vun 2.200 €, Dich tro 8.800 €, fir dats man den dot Probleme gi méen en vum näst nëmi hunn, fir dats er net muss en vum Joer so decke Monton zreck bezwellen. Das ist absolut normal, dass es so funktioniert. Medi sieht allermeistens nach am besser Fall der Steuererklärung zu summen zu machen, auch von dat ja, psychologisch gesehen heinst du weidet von dem Ende von wie man muss Steuern nur bezwellen, die bezahlt aber Mann Steuer, wie man gerade gesehen haben, wie von da Einzelgift dem Moment machen, weil er nicht bestört und nicht gepackt wird. Gut, kommen wir zur Steuererklärung selber. Was kann als Aufsatz für Steuern spuren? Du kommen wir vielleicht sehr zurück. Was heißt das überhaupt aufsetzen? Aufsetzen nicht einfach, dass verschiedene Freien, die hört oder Ausgaben, die hört, ob der Steuererklärung kann aufsetzen und dadurch spurt den eben Steuern. Wie viele spurt, hängt an erster Linie vom Revenu auf, wie du gerade gesehen, was er mehr verdient, bei dem mehr Steuern muss bezahlen. Und dann ist es im Moment auch so, wenn er mehr verdient, wenn er auch mehr können spuren, dadurch, dass er etwas aufsetzt. Für Beispieler längs oder ein Celibatär van der Lo rund 3.000 € brutto de Monat verdient, dann as gain fiskal just rund 21%. Dat heißt, an diesem Fall van der Gift 1.000 € op der Steuererklärung aufsetzen des Person, da gibt es rund 210 € Steuerspur. So immer 21% von dem wat aufgesetzt. Wenn dieselbe Person aber schon 5.000 € brutto den Monat verdient, dann ist ungefähr bei 42%. Das ist den To marginal, den wir für gesehen und den wir gerechnet haben, ist den To letzten Euro, den die Person verdient. An dem Moment gibt es, wenn es 1.000 € aufsetzt, schon 420 € Steuerspur. Eine Person, die 12.000 € brutto den Monat verdient, das ist bei rund 43%, die bei 1.000 € aufsetzen, spurt ihr rund 430 €. Jetzt gesehen dasselbe bei anderen Beispielen für bestörte Leute. Die wird wichtig bei der Steueroptimierung und wenn du willst wissen, wie viel kann den Steuer spuren, weil du etwas aufsetzt, muss ich gucken, was das mein To marginal ist, weil das den To letzten Euro, den ich verdiene. Das kann ich alles aufsetzen, weil das ist relativ breit gefächert. Es sind im Großen und Ganzen drei Kategorien. Dépenses Spezialen, das ist die eine Kategorie, da fallen zum Beispiel drin Zinsen auf Präpersonellen, einfach Assuranzen, dann alles, was an einen Bausparvertrag abbezahlt, an eine Zusatzpension abbezahlt oder eventuell Don, die da machen. Dann wird geschwärzt von Abattement, das ist zum Beispiel Domestizität, das kann zum Beispiel Krächse von der Kanner, da kann aber eine Botsfirma sein, die bei ihr botzt, wie gesagt, gleich noch ein Beispiel. Charge extraordinär ist ein bisschen mehr Spezielles, also wie du schon seht, das von der Ausgaben hat, die da normalerweise nicht tut, das können zum Beispiel sein, Ausgaben oder medizinische Ausgaben der Hut, die Krankenkasse ganz remboursiert wird. Das kann aber auch sein, weil da vielleicht eine Verkotekästen hat, wie seiner Schädung oder so Sachen. Und ich will schon mal nach Immobilien, alles was man Immobilien sind, was die kann aufsetzen, da das für allem eher Zinsen, die da beim Hauskredit tut, die da im Moment könnt umgehen. An der Woche der Tür, wo da ein Haus oder ein Appartement kauft, könnt ihr Protestfreien oder eine Bankfreien aufsetzen. Auch das ist immer gleich ein paar Minuten. Geht doch für die Frontalien? Ja, wann es assimiliert können gehen. Es gibt verschiedene Regeln, wie das möglich ist. Assimiliert ist einfach das Selbstkriterien für Resident. Verschiedene Regeln. Du könnt da bei seinem Kippno freuen, respektive auf Tagsitzpunkt der Lu, wenn der Steuererklärung Mater sieht, das systemisch automatisch, ob du eligibel bist oder nicht, und auch die richtige Kase auf der Steuererklärung in dem Moment ausgefüllt. Wenn du zum Beispiel in Frankreich wohnst, musst du aufpassen, die Sachen haben gleich gesehen. A priori können die auch alle auf der letzten Steuererklärung aufsetzen, außer Zusatzpension an den Bausparvertrag, wo müssen letztlich Kontrakte sind, für das das möglich ist. Komm, wir gucken das am Detail an, weil du schon mal direkt musst wissen, dass für alles, was du aufsetzt, immer Maximum Plafond, die du könnt aufsetzen. Die Plafond hängen ganz oft davon auf, zu wie viel das an der Familie wohnt. Wenn wir heute die Kategorie gucken, das sind Zinsen auf Präpersonellen an Primen für das Fonds bezahlt, weil du heute ein Plafond von 672 € pro Member an ihrem Staat. Wenn du Beispiel holt, Papa, Mama, 2 Kanner, da sind das 4 mal 672 €, das ist 2.681 €, die ihr könnt aufsetzen. Wenn die Familie Revenu imposable hat von 120.000 €, gibst du dadurch, dass du das aufsetzt, rund 1.220 € Steuern sparen.
Dat fällt rinner ma ich Zinsen op den präpersonellen, der das ganz oft den Autos prä, das hat mir am hefigste gesinn. Et können awer Zinsen sind eventuell enger Kreditkarte fallen oder wann der beim Konto am Minus sit oder beim Konto die Zinse können de moment auch dabei setzen. Assuranceprimen fir et einfach ze ma dat sinn ich vorstelle as die Assurance aufsetzbar net wann den Assurance as der sech een Mënsch schützt und schlummel dann das normal was aufsetzbar. Bei den Auto ass dat Responsabilité civil vun der Autoassurance Dicht Kasko net van den Assurance die auch materielle Schuld aufdeckt. De moment kann die net aufsetzen mir just Responsabilité civil. Dann fallen nach drinnner Lebenssversicherungen oder Zusatzkrankversicherung. An wie du grad gesot och Assurancen, die da in Frankreich, Belgien, Deutschland so gut können dat haier an der Kategorie dann noch aufsetzen. Was braucht immer für die Steuererklärung die Sachen aufzusetzen, braucht Zertifikat. Der Vorteil hat zu Lützburg ist den, dass von der bei einer Lützburger Assurance oder bei einer Lützburger Bank, da kriegt so Zertifikat zur Verfügung gestellt. Ganz oft gehen die heute nicht mehr pro Bayer verschickt. Die kannst du im Moment beim Webbanking oder auf der Seite von der Assurance einfach hochladen. Und da steht da genau drauf, was ihr könnt aufsetzen, was ihr dann auch bei der Steuererklärung könnt antragen. Besonders für Frontalien, wenn du Frankreich und in Deutschland, do gibt ganz oft kein so standardisiert Zertifikat. Setzt du nicht oder lädt du nicht bei der Steuer kein ganz Autos-Assurancekontrakt dabei, freut einen Assureur in dem Land für ein Zertifikat zu kriegen, so wie für die letzte Steuererklärung, wirklich, dass so ganz viele Frontalien gehen, wissen doch normal, was wird in dem Moment gebraucht. Dann zweite Kategorie von Depensen speziellen, das sind Zusatzpensionen. Bei den Zusatzpensionen du könnt da bis zu 3.200 € pro Erwachsenen aufsetzen. Das ist ein Beispiel hier ein Koppel mit 2 Kanner, die können zweimal 3.200 €, also 6.400 € Maximum aufsetzen. Heißt aber so, du kannst nicht zum Beispiel die Paps und ich mal einen Kontrakt für 6.400 € und ich setze die ganz auf. Heißt wirklich limitiert 3.200 € pro erwachsenen Person. Das Familie, wenn die so einen Kontrakt, zwei so Kontrakte hat, für den ganzen 6.400 €, da geben die rund 2.670 € Steuern Spur. Wie funktioniert das? Bei sich als eine Zusatzpension gedurcht, ja, Spur für Zukunft. Und ihr könnt auch fristens dann das Geld zurückgreifen im Alter von 60 Jahren an oder Minimum 10 Jahre Laufzeit von dem Kontrakt. Das gibt Häschen, dass man mit 55 eine Zusatzpension abmacht, was absolut möglich ist. Da muss der Kontrakt Minimum 10 Jahre laufen. Hier steht im Moment, wie das Geld mit 65 Jahren ausbezahlt kriegen, und nicht mit 60. Wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, zu allen Assuranceprodukten oder zum Bausparen, könnt ihr euch immer ganz gerne an uns wenden. Wir sind Partner wie Lalux, mit denen wir arbeiten, wo wir können helfen, echt mit dem Konzept zu gehen, das steuerlich sinnlich für euch, und ich noch zu helfen, den Kontrakt dann aufzuschließen. Wie früher gesagt, Zusatzpension ist aufsetzbar von der letzten Kontrakt. Auch hier Assureuren, Banken, wenn ihr so etwas habt, die ständige Zertifikat zur Verfügung, für das ihr genau wisst, was ihr könnt aufsetzen. Pardon, die lädt ihr dann einfach bei der Steuererklärung dabei. Und dann könnt ihr doch so aus der Steuerverwaltung akzeptieren. Bausparvertrag, du hast auch 672 € pro Member an ihrem Haushalt. An dem Montag wird verdoppelt, von man von den Eltern mehr jung als wie 41 Jahre. Das ist ein Beispiel, das hat der Fall für die zwei, der Papa hat 40, Mama an 30, 2 Kinder, weil die können sich 4 mal 672 mal 2, also 5.376 € beim Bausparvertrag aufsetzen. Und dadurch geben sie bis zu 2.253 € Steuern sparen. Bei diesem Bausparvertrag, beim Bausparvertrag kann ein bisschen so gesehen wie ein Spurkonto, wo da werden 10 Jahre nicht zu draufzählen, die Kontrakt oder die Konto muss 10 Jahre laufen. Nur 10 Jahre kann er das Kapital dann holen, und in dem Moment muss er Tschüss benutzen für zu heben. Ich könnte benutzen, für etwas zu kaufen, für etwas zu renovieren, oder die können auch benutzen, für einen Preis zurückzubezahlen. Auch hier für die Frontalien, just die Lützeburger Bausparverträge, die akzeptiert. Und auch noch die Deutsch, weil die ziemlich ähnlich sind wie die Lützburg. Ein französische PRL, wie die französischen Banken das nennen, ist nicht aufsetzbar auf der Lützburger Steuererklärung.
Zuletzt schon mal nach 3 Bauspurkäsen, davon sind aber just noch 2 aktiv, Schwäbisch Hall, Wüsten oder BRW. Schwäbisch Hall, die Kontrakte, die laufen, die gehen nach, mit die machen neu ab. Wir sind Partner von der Wüstenrot. Mehr die 3 Bauspurkäsen, die schicken ich als sich, meistens am Januar, Ende Januar vom Jahr danach, ein Zertifikat, wo genau drauf steht, was er abbezahlt tut. An dem Moment können das bei der Steuererklärung dabei. Dann Don sie noch aufsetzbar, du gëtt eng Regel, und zwar muss Zoll von all den Don, die da während dem Jahr gemacht wird, muss Minimum 120 Euro sein. Dich van een Don von 100 Euro könnt ihr nicht aufsetzen, von dem von 100 feiert Euro im ganzen Migros 120, da könnt ihr aufsetzen. Bin doch Maximum für darüber zu kommen, muss ich schon gut geschafft haben, das 1 Million muss auch man wie 20% von der Revenue. Auch do, wann dein Lützeburg Assoziationen unterstützt, dann ist es so, dass die ich normalerweise Zertifikat checken, wo genau drauf steht, wer da do als Don gemacht wird. Wenn das nicht der Fall ist, und das ist eine Assoziation, die bekannt ist, solo ein Rouge oder so, da geht ganz oft auch der Steuerverwaltung den Extrem von der Bank im Moment durch. Da kommen wir bei der Battement, da haben wir, was genannt wird, Frais de Domesticité. Du hast es so, dass am Regelfall 5.000 bis zu 5.400 Euro könnt aufsetzen pro Haushalt. Du hast unabhängig, wie viele Leute im Haushalt sind. Im Moment, und das ist ein Beispiel des Familie, gibst du durch 2.251 Euro Steuern spüren. Auf verschiedene Fälle, da gucken wir im Detail, kann ich noch mehr aufsetzen. Bei Taxix.de die einfach den Montant von allen Freien und das System guckt automatisch, ob der mehr könnt aufsetzen, aber nicht der Fall ist, probieren. Also schreiben wir da doch so Steuererklärung drauf, für das ihr vom Maximum könnt profitieren. Was fallen wir doch noch rum? Bei einerseits haben wir Frais de Nettoyage von ihrem Daheim. Also es muss wirklich eher Daheim sein. Es muss auch theoretisch Bannen an ihrem Daheim sein. Ich meine, ein Appartement und dann wird frei für Treppenhaus zu putzen, für die ganze Koproprietät. Das ist nicht aufsetzbar. Es muss für daheim sein. Das kann eine Person sein, die umgestellt hat, wo die also der Patron sieht. Es kann aber auch eine Putzfirma sein, die da gerufen wird, an die eine Rechnung schickt. Im Moment geht das auch. Dann haben wir in der ersten Kategorie dann Frais de Garde für die Kinder. Das sind hauptsächlich Crèchen, Crèche-Rechnungen, die ihr da aufsetzen könnt. Oder Maison Relais, wobei die Maison Relais ja mittlerweile die Schulzeit gratis ist. Das heißt, von der kann er in der Vakanzdüner gehen und du musst etwas bezahlen, dann können wir das auf diese Kategorie mit anschreiben. Du hast ein bisschen speziell, dass du, wenn Leute nur gucken, die Frontalier sind an Frankreich wohnen, die kriegen im Moment auch schon eine Kredit in Frankreich, können zuletzt just nach Talschend aufsetzen. Schreibt immer, egal wie Total von der Freien dran, die letzte Steuerverwaltung wird dann die Rechnung. Wann kann an enger Crèche sinn oder Maison Relais, kriegt ganz oft von der Crèche oder von der Maison Relais Zertifikat geschickt, wo genau drauf steht, was bezahlt hat für das Jahr. Wenn das nicht der Fall ist, das oft Privatcrèchen, die das nicht automatisch machen, fragt das noch, die sollen sich selbst ausstellen, die sind noch normalerweise so courant, was du musst gehen für Steuererklärung. Wenn dir du angestellt wird, für den Staat zu machen, dann macht das sich beim Centre commun de la Sécurité sociale, und die schicken dich dann nach dem Moment ein Zertifikat, wo genau drauf steht, was die Person dann von dir schrot, und das kann dann in dem Moment auch halber die Frais de Domesticité umgehen. Da kommen wir schon bei den Immobilien. Du gehört schon ein Changement für die Steuererklärung 2023, könnt aber noch für 2024. Bei den Immobilienzinsen ist es so, dass es auch von ihrem Hauptwohnsitz Zinsen könnt aufsetzen. Das ist ein bisschen gestaffelt. Die erste von den vier, wo dann dem Haus und dem Appartement wohnt, sind da 3.000 Euro pro Member von ihrem Haushalt für das Jahr 2023, also Steuererklärung, die da für das Jahr 2023 macht. Nächstes Jahr für die Steuererklärung 2024 sind dazu 4.000 Euro pro Person. Dann die nächsten 5 Jahre in dem Haus sind das 2.250 Euro für die Steuererklärung 2023. Auf die Steuererklärung 2024 sind das schon 3.000 Euro. Andere 10 Jahre näher daheim sind 1.500 Euro pro Member vom Haushalt für 23 und 2.000 Euro für 24. Und das Beispiel von dieser Familie, da steht, die werden 2020 rangeplündert, die können in dem Moment auf der Steuererklärung 2023 12.000 Euro aufsetzen und dadurch auf 5.004 Euro Steuern sparen. Was braucht er da? Weil du kriegst also auch von der Bank ein Zertifikat, wo genau draufsteht, und das nächste Bancaire, wo dann draufsteht, genau, was dann Zinsen bezahlt wird für das Jahr. Das fand er normalerweise in einem Webbanking oder der Bank schickt das per Post zu.
Wie man schlo még Steuererklärung war du da natürlich die klassische Möglichkeit du ein Formular von 20 Seiten also PDF den entweder rausprint an der Hand ausfüllt oder direkt am Computer ausfüllt also aber relativ kompliziert oder schwerfällig an bisschen aus dem Grund also eben noch Tax.lu entstanden aber wir sind wieder durch Online-Gange mam Zielfirmen den der ganze Prozess für die Steuererklärung ausfüllen gut stecken wie einfacher mehr automatisiert zu machen. Wie funktioniert dat? Bei dem mat sech een Account op Tax.lu an da gi er durch den ganzen Prozess durchgelegt. Dir könnt Zertifikat, die der krit vun de Banken oder vun Assurancen, Pezettel lo am System héich, entweder als PDF oder an eng App könnt er den ganz einfach vorbei scannen. Das System den erkennt er wie ein Dokument das geht die Donne dann rauslesen, erfüllt sich Steuererklärung praktisch automatisch fähig aus. Dann, du gehst einfach weiter am ganzen Prozess, die guckt denke alles, ob alles soweit stimmt oder nicht vergisst wird, von den froh wird, also super klären du, generiert als ein Chat auf Tax.lu, wo man Ekibisch da kann bei Frauen antworten und zum Schluss könnt ihr dann eben Steuererklärung fertig ausgefüllt hochladen und sie dann in den Steuerbüro schicken. Und plus gesehen da schon das Resultat von der Steuererklärung, die gesehen, dass ich da muss entweder nur bezahlen oder kann zurückkriegen. An die krit ganz go Tipps gut gesucht krit op näst Jo oder no der Durchsteuererklärung kind besser mache fir méi Steuern zu spuren an die könnt momentischer Verbindung setzen man da ist für mé zu gehen. Dat kostet bei Min sech 3 Packagen mün den Standardpackage für länger 5 €, dat das sech die kommt op Tax6-Modul für der Steuererklärung aus an du lo einfach für länger 5 € Ähren vom 100 oder 163 System sie dich wat du braucht. Hof an de krit ans PDF mat all de Zertifikaten, die da sech héich klppen. An plus van de System verschiedene Rechnungen gemacht huet, dann an den nächste gët genau erklärt, wéi die Rechnung gemacht gesinn, fir dats de Steuerbeamte genau wees wat du an der Steuererklärung drachte. Dann huet de Plus, dat fir 90 €, du natürlich auch Steuererklärung, mé as sech as du so, wann Dir Steuererklärung fertig ausgefüllt huet, dann wieder die frei für als Maderbeter an als Maderbeter gucken denke durch kontrollieren aber alles so richtig ist gehen ich da Feedback an dem Moment kann das dann noch auf Steuerverwaltung checken. Wenn dann den Konto von der Steuerverwaltung zurückkriegt an das Resultat was da steht das ändert wie das was auf Tax.lu gesehen wird dann könnt ihr als mit dem Datenpack online kontaktieren und wir gucken wo die differenzieren könnt. Leider ist so dass Steuerverwaltung auch Fehler mischt du aber der Fall aus kann mich helfen da dem zu adressieren für das auf Wegstattkrit weiter zu gut. Und der letzte Pack das ist Premium Package für 140 €, das genau dasselbe wie die Plus mehr und plus oder einen Videocall mit einem von unserer Equipe wo der zum der Steuererklärung könnt durchgehen. Das wird ganz oft gebraucht für Leute wo vielleicht Situation sich ändert die oder die konkret frohen und an die kriegen das dann in dem Moment erklärt. An und plus von der Welt da können wir die Steuererklärung ausdrücken als Vierbrennen, die muss ich schreiben, anderen wäre Steuerbüro checken, das können wir leider nicht an der MDU machen. Wie gesagt, einen großen Teil von Tax6.lu als auch im Analyse weiter können steuerlich verbessern und da was wir Opti-Score nennen. Ich von der Steuererklärung bis gemacht hat, da seht ihr als ein Opti-Score, der seht ich ganz einfach, wie optimisiert das schon sieht. Wenn du zum Beispiel 0 sieht, dat ich ganz einfach dass gut nicht aufgesagt huet, dass vor keinem Steuerfidel profitiert huet, van der 100 se oder alle Plaffer nachricht. Die Moment sieht ganz einfach oder noch Potenzial huet an der können bisschen am Detail do gesinn wat Majors an da können der ganz einfach in gratis of oder von Experten arrangieren Internet mir auf Jour man zum de Punkt an der Schweiz gucke wat an Ärem Fall sinn mcht. Am mir kann ich dem Moment noch helfen mat den Kontrakter als Partner vun der La Lux, als Partner von Wüstenrot können mich helfen die Kontrakte ganz einfach online auf Platz zu setzen. Voilà, ich film Merci für Attention an wann den verschwunet, dann schreibt mir Ki op help@tax6.lu. Dat können direkt mit dem QR-Code ein Rendezvous man denkt von als Equipe holen, für das wir zum gucken, wenn wir können helfen der Steuersituation zu optimieren. Vielmals merci an einen ganz schönen Tag.